Oh mein Gott. Hello. It's me. Oh mein Gott. Ich will jetzt so ein Video aufnehmen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich habe einen Pony. Quarantänetag 307.000, weiss ich wie viel. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das gemacht habe. Es war eine sehr spontane Aktion. Also wirklich eine sehr. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie nie richtig gedacht, ich will unbedingt mal einen Pony haben. Ich habe immer gedacht, so, ja, keine Ahnung, ich finde nicht so cool. Und jetzt habe ich es einfach gemacht, weil ich dachte, fuck off. Ja, aber egal. Haare wachsen wieder und es ist jetzt echt zu kurz, also irgendwann in 2 Wochen sieht das vielleicht besser aus. Wie auch immer, um das ist ja nicht in diesem Video. Und zwar geht es darum, auf was Jungs bei Mädchen stehen. Ich habe das Video schon mal umgekehrte Version gemacht, also auf was Mädchen bei Jungs stehen. Ja, ich glaube, ich habe das sogar mit der Mara gemacht. Das Ding ist halt, ich bin kein Mädchen. Nein, ich bin kein Bub. Und darum habe ich euch auf Insta gefragt, ich heisse dort Natisel_, könnt ihr mir gerne folgen. Und ja, ich dachte, ich lese jetzt mal die ein oder andere vor. Es hat auch viel mit eben blaue Augen und blonde Haare. Das ist halt sehr individuell, also es ist natürlich allgemein individuell, was ich jetzt da vorlesen will. Aber es sollten eher solche Sachen sein, die man vielleicht nicht in den Genen hat, sage ich mal, sondern wo halt vielleicht Verhaltenssachen sind. Oder so ein bisschen so. Sind gespannt, es hat sehr spannende Sachen dabei, die ich selber nicht gewusst habe. Und genau, ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen mal mit dem Video an. Let's go! Okay, wir fangen mit dem ersten an, und zwar, sie soll keine Bitch sein und wegen der Spinne nicht umschreien. Ja, also den ersten Punkt kann ich jetzt verstehen, das will wahrscheinlich niemand, das will wahrscheinlich auch kein Mädchen. Und wegen der Spinne, ich habe es irgendwie so lustig gefunden, weil ich selber, ich hasse Spinnen über alles. Aber es hat eben auch ein paar Kommentare gegeben, was genau das Gegenteil war. Also, was so ein bisschen gesagt haben, sie wollen so ein bisschen der Beschützer sein und so. Also, ich kann mir das irgendwie einfach beherzigt vorstellen, wenn er dann wie sie von der Spinne rettet. Keine Ahnung. Ja, dass es nachher gesagt ist, es soll sich niemand da irgendwie angegriffen fühlen oder irgendwie, dass ich irgendetwas sexistisch meine oder so. Jeder hat irgendeinen anderen Geschmack und jeder Topf findet seinen Deckel. Also ja, dann nehmt das Video einfach so als Unterhaltung. Genau. Haha, für mich, wenn sie eine Zahnspange hat, I don't know why, aber haha. Oh mein Gott, ich habe das so herzig gefunden. Es hat auch ein paar geschrieben, dass sie Zahnspange herzig findet. Ich habe das nicht gewusst. Also ich habe selber auch eine Zahnspange gehabt und ich habe mich immer mega unsicher gefühlt irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich finde das mega herzig, dass sie Zahnspangen attraktiv findet. I don't know, finde ich richtig süß. Grosser Arsch, Titten. Auf das haben wahrscheinlich alle gewartet. Aber ich muss dazu noch sagen, es hat so viele Kommentare gegeben, die auch einfach wirklich einfach herzig sind. Wenn sie so richtig cute ist, aber nicht kurvig. Das hat mich irgendwie auch mega überrascht, weil es heisst ja immer so, dass Jungs halt auf Kurven stehen und so. Ja. Irgendwie hat mich das so ein bisschen überrascht und finde ich auch noch herzig. Wenn sie mit längeren Nägeln die Haare streicheln. Oh, irgendwie, also ich habe jetzt keine langen Nägel und ich habe jetzt auch nicht so das Feeling so. Aber ich kann mir das mega nice vorstellen, also ich kann das voll nachvollziehen irgendwie. Also ich glaube, wir Mädchen, oder zumindest ich habe es auch voll gerne, wenn man so zum Beispiel auf den Schoss liegt vom Bub und dann so in den Haaren umstreichen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das haben allgemein mega viele Leute gern, egal welches Geschlecht. Wenn sie nicht so easy to get ist. Alter, aber das macht irgendwie, ich weiß nicht warum, auch Sinn. Also, ich weiß nicht, ob das nur alle Buben haben, aber es ist doch allgemein spannender, eine Person, die nicht gerade so easy zu haben ist. Also ich weiß nicht, wenn eine Person einen mega anhimmelt. Also es kommt halt darauf an, wenn beide voneinander etwas wollen, ist es natürlich mega schön. Aber wenn es so ein Licht, so ein Necken ist am Anfang, wo es nicht so eine mega krasse, einfache, knackte Nuss ist, dann hat es irgendwie so einen Reiz, ja, so ein bisschen die zu erobern. Also ja, irgendwie so ein bisschen so. Also ja, natürlich auch nicht zu krass. Es gibt dann auch Mädchen, die halt wirklich dann einfach gar nicht von dem Typ wollen. Und ja, wenn dann nachher ein Signal kommt, sie ist nicht so easy to get. Schwieriges Thema, dann ist es auch für den Bub wahrscheinlich nicht so nice dann. Also ja, es gibt so eine Grenze wahrscheinlich. Wenn sie auf die Lippen beißen, okay, das habe ich auch irgendwie so lustig gefunden. Also ich weiß nicht, aber wenn ich das mache, sieht es auch so dumm aus. Oh mein Gott, das ist richtig weird. Stell dir vor, dass so steht, hallo, und so, hi. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das attraktiv findet, wenn Mädchen sich so auf die Lippen beißen. Bauchfreie T-Shirts. Oh mein Gott, Leute, es hat so viele Leute geschrieben, dass sie bauchfreie T-Shirts nice finden. Ich bin mega überrascht gewesen. Also ich weiß nicht, weil keine Ahnung, also ja, irgendwie kann ich es schon verstehen. Ich meine, es gibt auch viele Mädchen, die bauchfreie T-Shirts cool finden. Ach, ich weiß nicht. Hat mich irgendwie auch überrascht und habe ich auch cool gefunden. Wenn sie ihre Haare offen haben,
Also es sind auch so viele Leute geschrieben, also wirklich viel. Schön, ich habe meine Haare gerade zu. Nein, aber gleich, es haben mega viele Leute geschrieben, dass sie die Haare offen schön finden. Und ich habe ehrlich gesagt immer so ein bisschen gedacht, sie finden es schön, kann ich, wenn sie so einen Rostschwanz haben oder so. Aber in dem Fall, es hat viele Leute gegeben, die geschrieben haben, Haare offen. Wenn sie so leicht besoffen sind. Ja moin! Wir wissen alle, wohin das führt. Nein, aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ist das dann attraktiv, wenn man so ein bisschen besoffen ist? Oder kann ich erklären mir das mal in den Kommentaren. Wenn sie sich nicht überschminken. Das habe ich auch schon öfters gehört, wahrscheinlich ihr auch. Wenn man sich einfach nicht so krass schminkt. Es haben auch ein paar geschrieben, dass sie komplett ungeschminkt mega schön finden. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das auch so ein schönes Gefühl, dass Jungs eigentlich so natürlich eigentlich am schönsten finden. Also eben nicht alle. Das heisst ja nicht, dass wenn ihr euch jetzt fest schminkt, dass ihr das jetzt wegen Buben nicht mehr macht euer Ding und genau. Wenn sie unsere Hoodies anlegen, also das sind auch richtig viel geschrieben und oh mein Gott, ich glaube, die machen das auch gerne, also ich weiß nicht. Es ist doch einfach nice, so ein Hoodie anlegen von deinem Freund, der nach dir schmeckt und dann ist es so ein bisschen zu gross und dann so mit dem pennen gehen, Alter, das ist einfach Leben! Wenn sie anfangen zu küssen und nicht immer mehr Jungs. Das kann ich auch mega verstehen. Es heisst ja immer so, dass der Bub den ersten Schritt machen soll und so. Und sonst ist er das Weiche oder I don't know. Und das finde ich auch gar nicht. Also, ich kann auch voll verstehen, wenn der Bub das vielleicht mal attraktiv findet, wenn vielleicht das Mädchen den ersten Schritt macht und so. Natürlich findet es mir Mädchen mega herzig, wenn ihr den ersten Schritt macht, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich Buben genauso, wenn wir Mädchen den ersten Schritt machen. Also Mädchen da draussen, falls ihr einen Crush habt, macht den ersten Schritt. Wenn ihr es sowieso noch herzig findet, dann habt ihr einen Pluspunkt. Wenn sie nicht Sachen sagen wie «Sei ein Mann» oder «Hure Pussy», wenn man mal das Herz öffnet. Das kann ich auch mega verstehen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, viele Mädchen finden es auch herzig, wenn ihr das Herz öffnet und wenn man mit euch reden kann. Und ich weiß nicht, und es ist ja auch etwas mega Wertvolles. Also, man vertraut ja am anderen Partner etwas an. Und ich finde es einfach ein absolutes No-Go, wenn man dann als Mädchen sagt, «Hure Pussy», wenn sie irgendwie anfangen zu brüllen oder so. Ich finde, das zeigt viel, viel mehr Stärke, wenn ein Bub anfängt zu brüllen. Also, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, das würde gar niemand wollen, dass wenn man sein Herz öffnet, dass der dann oder die dann so etwas sagt. Darum ja, kann ich richtig nachvollziehen. Wenn sie Tennis spielen oder reiten, oh, ich muss sagen, da bin ich auch überrascht gewesen. Ich habe mir so ein bisschen gemeint, dass das Klischee so ist, ja, reiten, mega das Mädchen-Ding und mega, keine Ahnung, so typisch Mädchen, unattraktiv. Habe ich irgendwie immer so ein bisschen gemeint, dass Reiten nicht so mega attraktiv ist und viel mehr, wenn sie Töffel fahren oder I don't know. Ja, das wären jetzt schon alle Kommentare gewesen, die ich jetzt hier rausgesucht habe. Es hat natürlich noch ganz, ganz viel mehr Sachen geschrieben, die ihr Jungs mir geschrieben habt. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, könnt ihr das sehr gerne machen, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Ja, ich muss sagen, ich habe es wirklich irgendwie mega spannend gefunden, das mal von der anderen Sicht zu sehen. Dass es auch eben nicht immer nur das typisch ist, ja, Jungs stehen nur auf Arsch und Titten und so. Weil das ist einfach nicht so. Ja, eben, wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video von mir verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ach, Bro, wie sehe ich aus? Oh, vergesst nicht, die Glocke aktivieren. Bing bong!